Also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was ich vor 30 bzw. 32 Jahren gemacht habe, aber ich vermute mal, ich bin irgendwie mit den Windeln auf dem Teppichboden von unserer Wohnung rumgekraxelt. Und du, Nico? Du machst dich auch nicht erinnern, oder? So vor 32 Jahren. Ich habe sicher auch ein Ähnliches gemacht. Ich bin auch irgendwo auf dem Wickeltisch rumgerugelt und das lustig gefunden. Ähm, also, keine Ahnung, aber wir haben auf jeden Fall noch nicht können gamen. Definitiv nicht. Also wir haben auch nicht einmal gewusst, dass es das gibt. Die coole, die fantastischen Welten, die wir irgendwann einmal in unserem Leben, im weiteren Verlauf unserem Leben und noch ganz, ganz viele Jahre werden erkundigen. Aber andere haben dort schon gegamet. Und das ist ein ganz anderes Game gewesen, natürlich, als wir es kennt haben. Und ein Game, das dort ist rausgekommen 1990. Das ist vor 32 Jahren, muss ich das mal vorstellen. Und jetzt soll bitte niemand kommen und schreiben, er fühlt sich alt, weil, ja, we feel you. Ja, vor 32 Jahren, 1990, ist The Secret of Monkey Island rausgekommen. Ein Jahr später Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Und jetzt ist ein Nachfolger, also ein direkter Nachfolger eigentlich von Monkey Island 2, angekündigt worden, wo jetzt noch dieses Jahr so erscheinen. Fantastische Neuigkeiten, die wir natürlich bei unserer Kategorie Buff werden anschauen. Und außerdem wird es auch ein kleines Announcement geben zu Lego Star Wars, wo der Troy am Mittwoch streamt. Dann haben wir ein neues Game, Hyper Light Breaker und Max Payne Remake. Und es wird eine kleine längere Geschichte geben, später noch zu Far Changing Tides. Wir haben nämlich, beziehungsweise ich hatte ein Interview letzte Woche mit Okomotive, dem Macher von Changing Tides. Und das ist mega cool rausgekommen. Das Interview geht 20 Minuten. Und ich bin sehr gehypt. So viel kann ich euch schon mal sagen. Was wir die Woche erstaunlicherweise mal nicht haben, sind Crit-Themen. Wir haben keine Crit-Themen. Aber Wow. ja, dafür gehen wir einfach gerade zu Loot. Dort ist nämlich einiges wieder zusammengekommen. Der Nico war im Shopping-Fieber. Und damit herzlich willkommen zu Episode 12. Hallo zusammen. Yes. Vor 30 Jahren, man, holy shit. Beziehungsweise vor eben 32 Jahren, wo Monkey Island ist rausgekommen. Also The Secret of Monkey Island, so hat es ja geheißen. Dann hat Gaming noch ganz, ganz anders ausgesehen. Man hat sehr viel so die Point-and-Click-Adventures gehabt, beziehungsweise vorher hat es noch ein bisschen anders ausgesehen. Früher hat man effektiv auf also die wirklich ganz, ganz alten Retro-Games, da hast du auch, also natürlich auch aus dem Pixel-Look. Und es war ähnlich gewesen wie Point-and-Click, wie man sich es früher hat vorgestellt. Oder beziehungsweise ich fange so an, es ist aber fast am einfachsten. Heutzutage, ja, ich muss wirklich überlegen, es ist nämlich gar nicht so einfach zu erzählen. Du musst dir vorstellen, heute spielst du viel Point-and-Clicks, Nico. Nicht mal vielleicht. Nicht mal vielleicht, okay. Ich spiele nämlich ab und zu mal Point-and-Click-Adventure, finde die ganz gut, vor allem wenn ich so an die Delic-Serie Deponia denke, 4-teilig, mega, mega gut. Das ist ein deutsches Studio. Und ja, es gibt noch ganz viele andere Point-and-Click-Adventures, die wirklich fantastisch sind. Es sind ja meistens so ein bisschen Rätsel-Puzzle-Games und da geht es ja wirklich darum, eigentlich, dass du eben auf dem Bildschirm rumklickst, sozusagen. Es ist ja schon selbsterklärend, Point and Click. Du zeigst mit dem Zeiger auf einen Gegenstand und klickst da drauf. Und im Idealfall kannst du den auch noch gerade benutzen. Und so kannst du eigentlich mit diesen kleinen, also es ist ein Inventar, das besteht aus Bildchen von diesen Gegenständen, die du eigentlich meistens in deinem Rucksack oder so umdrehst und die Welt irgendwie, also die Puzzle in dieser Welt löst. Und früher hast du aber nicht einfach nur auf das Bild und also draufklicken und irgendwie, also kannst du dir vorstellen, du hast in deinem Inventar einen Schlüssel und du klickst auf den Schlüssel und ziehst den auf die Tür und tust die Tür aufschließen. Also für jeder Volldepp kann das spielen heutzutage eigentlich. Und früher ist es noch ein bisschen anders gewesen. Da hast du wie ein Symbol gehabt von einem Schlüssel, aber du hast wirklich noch den Command dazu auswählen. Also du hast einen Schlüssel auswählen, dann öffnen und dann die Tür anklicken. Oder irgendwie einfach so ein bisschen, vielleicht so eine andere Reihenfolge, ich weiß es nicht. Das ist, dann bin ich noch ein bisschen zu jung gewesen, dann habe ich aber noch nicht gegamet. Und noch vorher hast ja du müssen sogar die Commands alle selber schreiben. Also du hast wirklich müssen schreiben, du hast zur Tür müssen zur Tür müssen laufen und dann hast du wirklich aktiv müssen eintöckeln an der Tastatur so.
Türen öffnen oder irgendwie. Genau. Oder dann ist irgendwie gestanden, so, ja, die Tür ist verschlossen. Und dann hast du wirklich müssen selber überlegen, so, okay, ich gehe jetzt zu dem Stein, also ich laufe jetzt zu dem Stein und dann drehst du den Stein um und jede Aktion hast du wirklich aktiv selber müssen eintöckeln. Also wenn man sich Genau. überlegt, wie es früher war, wie es heute war, ist es massiv einfacher geworden. Mhm. Aber ja, das ist so ein bisschen die Geschichte der Point-and-Click-Adventures und The Secret of Monkey Island ist auch so ein Point-and-Click-Adventure, wo auch wahnsinnig beliebt ist gesehen. Darum hat es dann auch einen zweiten Teil gegeben, eben den Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Und es ist sogar noch weitergegangen mit einem dritten und vierten Teil, aber dann nicht mehr mit der Originalbesetzung. So die, ich sage jetzt mal, die 4, 5 wichtigsten Personen vom Entwicklerstudio sind dann eben gegangen. Und das war auch nicht im Ganzen so gut gewesen. Wir denken zum Beispiel auch mal an die, also es hat so einen 3D-Teil natürlich auch gegeben, wo alle Games, also Game-Entwickler irgendwann mal das Gefühl hatten, sie müssen jetzt ein 3D-Game rausbringen. Und das war eine pure Katastrophe gewesen. Und ja, Ja, geendet hat das der stimmt. zweite Teil tatsächlich eigentlich mit einem Cliffhanger. Das Rätsel um Monkey Island ist nämlich nie gelöst worden. Und das hätte eigentlich auch so bleiben. Und jetzt ist aber am 1. April ein Announcement rausgekommen, dass es ein neues Monkey Island Game gibt. The Return to Monkey Island. Und alle Was haben für eine gefunden, News. ja, aber alle haben gefunden, so, ja, nein, aber schön wär's, aber schau jetzt das Datum an, es ist 1. April-Scherz, das ist niemals Ja. wahr. Ja, doch, Leute, es ist wahr. Der Ron Gilbert, der die ersten 2 Teile, also was der Hauptkopf oder das Hauptgenie, sagen wir jetzt mal, hinter Monkey Island eigentlich ist, hat dann wirklich gefunden, so, doch, Leute, das ist einfach echt so. Es gibt einen Nachfolger, einen offiziellen Nachfolger. Und das effektiv 31 Jahre später. Wahnsinn. Und ja, Das ist wirklich wahr. Ja. vor allem so ein bisschen, ja, nehmen es bitte nicht persönlich, aber ich sage jetzt mal die älteren Generationen, die eben mit dem Game aufgewachsen sind, ich glaube, die sind ultra gehypt. Und wenn man sich den Grafikstil anschaut, ich glaube, also wenn das, was im Trailer zu sehen gibt, wenn das stimmt, dann wird das Sieht mega richtig cool nice. aus. Ja, dann Ja, wird das sieht mega richtig, cool richtig cool. Habe ich auch gedacht. Allgemein, ich habe mich auch noch schnell ein bisschen informiert, aber ich muss sagen, wie an dir ist an mir das Thema ein bisschen vorbeigegangen. Also notabene haben wir nichts dafür können, wir waren noch zu jung gewesen. Mhm. Aber ich habe mich auch ein bisschen informiert und ich glaube, das war damals so ein Geheimtipp gewesen, aber vor allem auch für Kenner vom Genre halt einfach der Blockbuster, weil das 1 schon unglaublich lustig war von den Dialogen her und intelligent gemacht und einfach voller Rätsel. Und das 2 ist scheinbar noch mal besser gewesen, hat noch eins oben drauf gesetzt. Mhm. Und scheinbar hat man das 2 nur können spielen, wenn man vorher ein Rätsel gelöst hat, das mit der Spielbox ist mitgekommen. Ah, witzig, Also okay. also wirklich so durch und durch halt extrem viel Rätsel und das ganze Abenteuer, das man eigentlich durchspielen kann, eine ganze Geschichte, die erzählt wird hinten dran. Und ich tue jetzt nicht spoilern, weil vielleicht will es jemand von euch noch spielen. Es hat auf jeden Fall am Schluss einen krassen Plot-Twist vom 2, wo man wirklich so denkt: «Was?» Ähm, und darum, also ich glaube, das ist etwas, wo man sich wirklich mal kann, für Fans von Point and Click und Fans von guten Stories, ist Monkey Island sicher auf jeden Fall etwas, wo man kann spielen kann, wo man kann sich anschauen kann. Und ich werde den neuen Teil mir sicher anschauen. Ich bin Also nicht, anschauen, definitiv. Ich frage mich einfach ja, gerade so, wie viel Vorkenntnisse musst du haben. Wo, eben, ich meine, das ist 31 Jahre, wo da ins Land gezogen sind. Also nach 31 Jahren, du kannst nicht erwarten, dass alle, ich sage jetzt neue Gamer, zuerst mal die alten Games spielen, bevor sie das Neue spielen. Also nach 31 Jahren eine Fortsetzung bringen, ist schön und gut, aber eben, du kannst wie nicht erwarten, dass irgendjemand Vorkenntnisse hat zum neuen Teil. Das kannst du nicht. nein, das kannst du nicht. Mhm. Und das hat ja wirklich jeder gemeint, hey, das ist ein April-Scherz, oder? Aber Mhm. wenn man, glaube auf ihn gelost hat, wie ist sein Name nochmal gewesen? Ähm, wie heisst sein Name ging, obwohl alle immer sagen, er ist ein Held der Gameswelt.
Eben einfach der Entwickler von Monkey Island. Er hat ja Ron eigentlich mal Gilbert. gesagt genau, der Ron Ja. Gilbert. Er hat ja eigentlich mal gesagt, vor 30 Jahren hat er irgendwie gesagt: „Wenn ich noch einmal ein Monkey Island“ oder vor 20 oder so, „noch einmal ein Monkey Island würde machen, würde ich's am 1. April rausgeben, oder würde ich's am 1. April announcen, damit Damit alle alles gehört. verwirrt sind Okay. und niemand weiss, ob es jetzt ein Witz ist oder Also, das nicht.“ hat er effektiv Und damals schon gesagt gehabt. er Oh, hat das gesagt gehabt. Ja, ja, er hat das damals gesagt und er hat das wahr IQ gemacht. 200, Mann, der hat das geplant, I swear. Masterplan im Fall. Hey, wer dass alle die 4, 5 Leute, also wirklich da die Brains hinter Monkey Island, die ja das 1 oder 2. Teil gemacht haben, aber der 3. oder 4. noch nicht, dass die dann zumal wirklich sich dazu, also die ist wirklich, ich kann mir das so vorstellen, an einem runden Tisch gehockt und wirklich der Ron Gilbert so, Guys, hört mir zu. Guys. Ja. Guys, listen. Listen, guys, listen. In 30 Jahren, in 30 Jahren bringen wir den Nachfolger, den direkten Nachfolger von Monkey Island 2 raus. Und wir tun es am 1. April announcen. Und jede Wette haben das so abgemacht. Weil eben, sie ja irgendwie, aber alle die Master Chiefs, hat jetzt fast gesagt, sind auch wieder mit dabei. Oder Tim Schafer, der ja zuletzt Psychonauts 2 gerade gemacht hat. Und das ist ja auch wahnsinnig durch die Decke. Also auch für das, dass es ein Indie-Game ist, hat es ja auch der eine oder andere. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich der eine oder andere Preis abgestaubt ist, aber nominiert ist es auf jeden Fall gewesen. Ja, diversen Orten, ja. Also auch ein Habe ich auch fantastisches gehört. Game. Habe ich auch gehört. Haben wir zu wenig besprochen eigentlich, by the way. Ah, gut, Voll, aber letztes Jahr. das ist noch vor unserem Podcast gewesen, darum ist es für uns nicht wirklich relevant gewesen. Aber an dieser Stelle sei es noch mal gesagt, Psychonauts 2, eben auch eines von diesen wirklich fantastischen Indie-Games. Ja. Ist aber eben auch der zweite Teil, also vielleicht sollte man den ersten Teil dort dann schon auch spielen. Ja. Hey, nice. Steffi, merci vielmals für schnell die Entführung auf die Pirateninsel. Gleichfalls. Jetzt entführst du uns schnell ins Universum, oder was? Wie sie immer meine Übergänge kaputt machen. Jetzt ist... Sorry, aber wir brauchen noch Langsam sicher machst du es dazu. Wir brauchen auch dann ein paar Running Gags, oder? Ja, ist gut, ist gut. Nein, ja, eben, also, genau. Ich entführe euch ins Universum, zu den Raumschiffpiraten, kann ich eigentlich sagen. Hey, Moment schnell. Hast du das letzte Woche mitbekommen von den Space-Zwergen? Also von den Universum-Zwergen? Egal. Nein. Space-Zwerge? Ja, wir haben letzte Woche, wo du ja nicht da warst, sondern wo der Serial da war, haben wir eben ein bisschen über D&D geredet, also über Dungeons and Dragons. Und er hat uns da ein bisschen News gebracht und da geht es eben um Space-Zwerge und ich bin fast verreckt. Also fantastisch. Wenn du dir vorstellst. Falls ihr euch für Dungeons and Dragons interessiert, geht die letzte Episode hören. Das ist wunderbar. Ich denke dann irgendwie immer an Among Us, die sehen aus wie so Space-Zwerge. Häckchen etwas, ja. Aber ja, sorry, erzähl weiter. Was willst du uns erzählen? Nicht über Space-Zwerge, please. Also es ist so, dass natürlich your favorite Firma für Klemmbausteine Lego hat wieder ein neues Spiel rausgebracht und es ist ein Lego Star Wars. Was für eine Überraschung. Hat es ja noch nie gegeben. Und zwar ein neues. Und man darf jetzt darüber sagen, was man will. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich habe jetzt mehrere Reviews gesehen und man muss auch immer sagen, hey, Lego das ist doch ein Kinderspiel. Das ist doch für Kinder. Nein, hallo, Lego-Games sind so toll, Mann. Jeder, der sagt, Lego-Games sind für Kinder, der hat Gaming nicht verstanden. Wirklich. Aber eben, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist mir zuerst auch nicht so klar, weil ich hatte das irgendwie immer komplett ignoriert hatte, bis auf ganz am Anfang Lego Racers. Weißt du, machst du dich noch erinnern? Lego Racers war wie ein Mario Kart gewesen, und du hast aber dein Auto selber zusammenbauen. Ja, okay, das ist recht fancy. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war recht lustig gewesen. Genau. Und jetzt kommt aber ein neues Lego Star Wars und es wartet mit so vielen Challenges und Sachen, die man machen kann. Es ist riesig. Man hat ultra viele Möglichkeiten. Man hat irgendwie über 62 Charaktere, die man freispielen kann. Wie viel? Natürlich sind ich glaube über 60, so wie ich es gehört habe. Ja, also wirklich viel. Und
Es sind aber natürlich auch nicht Charaktere, sondern einfach Skins, oder? Weil du änderst halt dein Aussehen, aber deine Ah. Skills bleiben die gleichen. Und es ist eigentlich, wie man es so von Lego kennt, alles aus Lego. Also es ist sogar noch mehr aus Lego jetzt als früher in den Lego-Spielen. Sie haben so probiert, so viel auch von der Umgebung wie möglich so auszusehen, also wäre es auch Lego. Das haben sie scheinbar sehr gut umgesetzt. Mhm. Der die ganze Atmosphäre, das ganze Star Wars-Universum holt dem extrem ab, aber es hat einen ultra coolen Witz dahinter. Also es wird wirklich mit der lustigen Art und Weise, die sie in den Lego-Spielen immer brauchen, wird es halt auch ein bisschen auf die Schippe genommen. Das ist Und das ist aber fantastisch. das ist super Ja. sympathisch, oder? Man spielt es dann einfach auch gerne. Weil man echt so denkt, hey, was für geile, und so wirklich so ein wirklich, pun intended Witze halt, wo man so, wenn, nur versteht, wenn man so ein bisschen Star Wars-Fan ist. Nicht nur, Ähm, allgemein, der Humor ist grandios. Also das muss man wirklich Das sagen. stimmt, ja. Der Lego-Humor ist super. Und man hat die Möglichkeit, es verbindet alle Episoden miteinander, also alle neuen Episoden verbindet es miteinander und man darf wählen, wo das man anfängt. Also man fängt immer in der ersten Mission, im ersten Teil von einer Episode an, aber man muss jetzt nicht Level 1 von einer anfangen, sondern man kann sagen, ich will Level 1 von einer anderen anfangen. Ah, Also man kann okay. wirklich wählen, in welcher Episode das man starten will. Ah, sehr cool. Ähm, und man hat eben ultra viel Rätsel und Aufgaben in der ganzen Welt. Was jetzt ein bisschen als negativer Punkt ist geprangert worden, ist, man kann so spezielle Steine finden, mit denen schaltet man nachher eben mehr Sachen frei. Also die braucht man, um spezielle Sachen freischalten. Und von diesen Steinen gibt es scheinbar über 1000. Also über 1000 Steine in der ganzen Spielwelt. Und dass man alle findet, ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber es ist scheinbar, es geht echt ewig. Und man muss manchmal so Rätsel lösen und Passagen überqueren, für dass man so einen Stein findet. Also du Das kannst dir das solltest du mir vorstellen, sehen. Ich bin gerade wie so eine Karpfe, so schnappatmig. So, wo ich meine, denk schon mal nur an Breath of the Wild. Da gibt es ja mit dem DLC zusammen gibt's ja irgendwie 900 von diesen, oh, wie heisst die? Crocs, glaub's. Ähm, Ja, genau. Ja, genau. mm, Ja, genau. Die haben sie genau als Beispiel gewählt im Fall. schon Das ist das, was ich, extra. ja, die haben sie als Beispiel gewählt. Die haben gesagt, das ist der zweitschlimmste Quest, was sie je gesagt zum Zeug einsammeln. Und Breath of the Wild ist irgendwie Platz 3 gewesen oder so. Also, Was war auf ja, Platz 1 und 2 gewesen? Weißt du das noch? das weiß ich nicht mehr. Schade. Ich glaube, das Game, das ich nicht erkannt. Okay. Aber es hat mich ultra interessant gedacht, weil es einfach so scheinbar mehr so Games gibt, wo du so viel Scheiß musst einsammeln. Das Es ist ja ist, enorm. ja gut, Lost Ark ist dort wirklich auch ein gutes Beispiel, das kann man wirklich auch noch schnell sagen. Das stimmt, ja. Aber, Lost Ark, aber das hat so, Lost, so komische Samen. Aber der Sound ist herzig. Also dachte, wenn ich mein Nattel mit Ton würde haben, ja, mein Nattel ist immer auf lautlos, aber wenn ich Ton hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich den Sound von diesen, wie heissen sie? Ich sage ja immer Rokoko-Samen. Aber es ist aber nicht Rokoko. Egal, da die Samen, die machen so einen witzigen Sound. Und das würde ich mir als als mein Benachrichtigungston würde ich mir das irgendwie raussaugen. Ja. das ist sicher möglich. Das ist sicher möglich, Mhm. Steffi. Das gibt es sicher schon. Ähm, auf jeden Fall erzähle ich euch das nicht nur so mit dem Lego Star Wars. Nope. Es ist ja wirklich cool und alles. Aber ihr könnt sogar Gameplay vom Game, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es wollt, nicht besorgen, schauen. Und zwar bei uns auf brack.ch. Wir streamen das am Mittwoch, respektive der Treu streamt das. Genau. Und das Ganze ist verknüpft mit noch etwas cooler, und zwar einem Gewinnspiel. Und man kann nämlich etwas gewinnen. Und das ist nicht nur irgendetwas, sondern es wird der Lego Star Wars Mandalorian Helmet sein. Und Was zwar an der, ja. komplettes Lego. Und was man an dieser Stelle, man muss sagen, noch gar nicht zu kaufen gibt. Also klar, auch, das muss an dieser Stelle auch gesagt sein, der Gewinner bekommt natürlich das Lego-Set erst über, wenn wir es haben. Vorher können wir es natürlich nicht schicken, aber yes, es gibt es noch nicht zu kaufen, aber man kann es bei uns schon gewinnen und sobald wir es haben, wird es dann verschickt. Und das Ganze ist am Und es sieht, Mittwoch. und es sieht Hammer aus. Also ich kann jetzt nur noch sagen, es ist wirklich etwas, was sich jeder Gamer gerne aufstellt.
ihr wisst ja, wie Sachen, die aus Lego gebaut sind, cool können aussehen. Vor allem, wenn man dann auch merkt, dass sie aus Lego gebaut sind. Und der Helm ist also wirklich ein gutes Beispiel dafür. Also wenn ihr ihn Sehr wollt ästhetisch. gewinnen wollt, dann kommt unbedingt am Mittwoch in den Stream von Troy, wo es jetzt ein Gewinnspiel gibt. Ihr braucht, wie auch letztes Mal bei mir, dann schon 1 Stunde Watchtime und müsst natürlich Follower sein. Aber ja, wenn ihr den Stream ein bisschen zuschaut, dann habt ihr das sofort. Genau. Genau. Und im Treu schaut man sowieso, da vergisst man die Zeit, gerade wenn man Das Treu ist es zuschaut. so, ja. Bei mir sind wir Das sehr ist- gemütlich. Das stimmt. Man lässt sich so einlullen von ihm. Ich denke, er wäre auch gut, so im Hörspiel machen oder so. Ich habe ihm schon immer gesagt, Troy, du müsstest eigentlich einen Podcast machen, aber er hat keinen Bock. Und das ist super schade, weil seine Stimme ist so toll. Ich stelle mir immer so ist vor, mega schön. der Troy könnte mit seiner Stimme so einen Einschlaf-Podcast machen. Weißt du, was ich meine? Ja! Oh, das wird so ja, gut voll. funktionieren. Aber Ja, nein, will voll. er nicht. Aber vielleicht Ja. kann ich ihn überreden, dass er irgendwie einen Technik-Podcast macht oder so. Das wäre aber schon noch cool. Wir schaffen es, Steffi. Ja, wir schaffen schaffen es sicher. das. Also. Ja, gut. Wir bleiben gerade im Universum, im Cyberspace, sag ich mal. Und zwar haben wir eigentlich noch eine News zu einem Titel, wo ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Aber das Studio Abylight Studios hat mit dem Hyperlight Drifter damals ein ultra cooles Indie-Game geschaffen, das sehr, sehr viele Leute begeistert hat. Und sie nachher kurz darauf letztes Jahr nachgekommen mit dem Game Solar Ash. Und auch das ist ultra cool, unterscheidet sich aber krass vom Hyperlight Drifter, weil es gar kein Kampfelement hat, sondern mehr ein psychedelisches Race durch die Galaxie oder Also, verschiedene Welten. das ist jetzt psychedelisch. Ich muss wirklich sagen, wenn wir das, ich habe mir so ein paar Bilder angeschaut und ich habe das Gefühl, ich sei auf einem Trip oder so. Ein bisschen viel LSD oder so, feinisch genommen, keine Ahnung. Genau. Und jetzt haben sie ein neues Game announced. Und zwar ist letztens ein Trailer rausgekommen zum neuen Hyperlight Breaker. Das soll der Nachfolger sein vom Hyperlight Drifter. Zu Release soll im Frühjahr 2023 sein. Und angekündigt wird das Game mit ultra viel Action, mit extrem viel Kampfelement und mit einer sehr dynamischen Steuerung. Also wir sind gespannt. Der Trailer, den ich gesehen habe, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Und ich bin dann auch noch gespannt, wie die Grafik ist, weil im Trailer hat man jetzt 2 verschiedene Grafikstile gezeigt. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, welchem Stil ist es echt denn? Also sehr gespannt auf das Spiel, weil die beiden die beiden Vorgänger haben natürlich eigentlich schon bewiesen, dass Abylight Studios das einfach kann. Was ist für Ähm, eine Game-Mechanik? Also wie spielst du? Ist ich habe es das ein Gefühl, Roguelike? es ist ein Roguelike, ja. Wie so viel in letzter Zeit, okay. Und es ist, ja, es überzeugt halt einfach durch die Grafik recht nice. Also so viel ich jetzt mitbekommen habe, ist so das Neue von oben runter, also von so Top-down. Diablo-Style, Ja. Top-down sein. ISO-Perspektive ist das. Genau, Diablo, ja. genau. Aber eben allzu viel haben sie noch nicht darüber verlauten. Das ist recht noch ein Geheimnis. Aber man muss sagen, dass die Community, die Fan-Community von denen, sind schon sehr aktiv geworden und probieren extrem viel herauszufinden, über was jetzt genau kommt. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass so Indie-Studios eine Erfolgsgeschichte können schreiben können. Und ich möchte hier auch noch sagen, ich finde es schön, dass sie dann auch Indie bleiben. Also weißt du, wie ich meine? Es versteht sich vielleicht ein bisschen, soll man nicht falsch verstehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ein Indie-Studio kann entweder von einem Indie-Studio zu einem AAA-Studio mutieren, was es sicher gibt. Das ist so, Was man ja auch es mal wird gönnen, neu mehr durch. was man nicht mal gönnen, ja. Aber nur es ist neu mehr dann- durch. Irgendwo durch ist halt dann auch immer so ein Please don't, also verwerft eure Werte nicht, bitte. Exactly. Und bei diesen Indie-Studios, die wirklich sich selber bleiben und man merkt, dass sie jetzt halt gleich nicht der grössere Deal mit mehr Cash dahinter, mit einem bigger Publisher sind gegangen, obwohl sie genau wissen, wir bekommen einen Knebelvertrag, sondern sie machen halt einfach mit den Publisher weiter, die sie kennen, oder suchen sich jemanden, der faire Verträge macht. Dann merkt man auch, wie viel dass sie selber dürfen mitbestimmen beim Game. Also das finde ich etwas ultra Wichtiges. Mhm. Echt, dass ich das mal noch gesagt Voll. habe. Ich bin ja mega Ja, Indie-Game-Fan, du weißt, also ihr wisst das alle mittlerweile, glaube ich, sage das in jedem Podcast, in jeder Episode. Aber also ja, wir kommen später auch nochmal auf das Indie-Game ein bisschen
geweitet, sage ich jetzt mal. Aber vorher hast du noch etwas, was du auch noch mal möchtest ansprechen, wo du ein bisschen Ich habe hyped noch ein bist. drittes Thema, ja, Genau. genau. Ist gut, erzähl, Genau. erzähl. Und zwar, ein paar von euch, oder ich denke, die meisten, denen ist der Begriff, dann ist der Name Max Payne ein Begriff. Und zwar ist Max Payne das Spiel gewesen damals, wo das Shooting-Game revolutioniert hat. Man hat wirklich das allererste Mal richtig können in Slow Motion Leute abkapseln. Und man hat einfach aus dem Game raus ist dann so viel mehr entstanden, so viele Games sind nachgekommen, die das dann kopiert haben, weil sie gemerkt haben, das ist ein Erfolgsrezept. Weil die Story an sich und auch die Charaktere und auch sonst ein paar Logiken im Eis haben nämlich sind überhaupt nicht aufgegangen. Aber das Game hat so einen Hype bekommen, weil es das Slow-Motion-Shooting-Element drin hatte, dass die Leute einfach angefangen zu lieben. Ich habe selber Max Payne 2 und Max Payne 3 gespielt. Ich habe beide ultra gefeiert mit dem Dark Noir, LA Noir Feeling, wo man immer durch die verregneten Straßen läuft und in der schwarzen Lederjacke und mit der Gun. Man hat so ein bisschen John Wick von damals gewesen. Und ja, man hat sich gefühlt. Und ich hatte, glaube ich, das 2 innerhalb von, glaube einer Woche einfach schnell durchgesuchtet. Und dann habe ich grad auf das 3 gewartet, weil mir jetzt abgeholt, aber einfach auch wirklich nur wegen dieser Slow-Motion Shooting Punktion, was einfach extrem cool ist, war, weil man einfach hat können sehen, wie man die Gegner eben trifft und wie sie in Slow-Motion umgehen und hintergehen. Und es war cool gemacht gewesen. Und jetzt kommt das Max Payne wieder zurück. Es kommt wieder und es gibt ein Remake vom Teil 1 und Teil 2. Und es ist es macht mir ultra Freude, das zu sehen, weil der Publisher ist nämlich Rockstar Games und das setzt für mich voraus, dass sie Qualität dahinter stecken, weil Rockstar Games macht eigentlich qualitativen Content, wenn sie den neuen Content machen. Hä? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Max Payne Remake 1 und 2 freue mich sehr, sehr. Oh ja, mich gemutet, merke ich gerade. Entschuldigung. Nein, aber was ich aber sagen Indie-Games, da bin ich daheim. Shooter sind mehr etwas für dich. Und Yes. Indie-Game, ich weiss nicht, ob ihr es wisst. Es ist, bei den Indie-Games ist es immer so, viele Indie-Games sind so Perlen. Und viele wissen aber nicht davon. Das ist extrem schade. Es gibt ein Indie-Game, aber das tatsächlich auch in der Schweiz entwickelt worden ist von Schweizer. Das heisst Far Changing Tides, beziehungsweise der erste Teil Far Lone Sales. Das ist vor ein paar Jahren ist das rausgekommen. Jetzt muss ich zugeben, dass ich gar nicht richtig weiss, wann. Aber das ist wirklich international durch die Decke gegangen. Also es war wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und das, obwohl man eigentlich in diesem Spiel nicht wahnsinnig viel machen kann, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Puzzle-Game und ein sehr entspannendes, ich sage jetzt mal Journey-Game, wo du einfach von A nach B musst kommen. Aber du hast keinen Gegner und ich sage jetzt böse gesagt mal, es passiert nicht wahnsinnig viel. Aber es ist ein fantastisches Spiel. Und von dem ist jetzt eben Anfangs des Jahres, beziehungsweise im Februar, der zweite Teil erschienen, Far Changing Tides. Und es ist ein mega Game und ich habe gefunden, so, hey, jetzt muss ich doch unbedingt die Entwickler anfragen, ob sie mit mir ein bisschen über das neue Game reden würden. Eben über Far Changing Tides. Das Studio heisst Okomotive und ist in Zürich daheim. Und ich habe tatsächlich letzte Woche mit dem Fabio Baumgartner relativ ausläufig, sage ich jetzt mal, über das Game reden. Und ich sage es schon mal so, ich war sehr hyped gewesen, dass ich mit ihm darüber reden durfte, weil das Spiel hat mich mega geflasht. Und das Gespräch zwischen uns geht etwa so knapp 20 Minuten und ich habe das natürlich gefilmt, also es aufgenommen.
Und seid mir bitte nicht böse. Am Anfang kommt es vielleicht ein bisschen weird rüber, aber ihr müsst wissen, ich war erstens super aufgeregt gewesen, dass ich mit ihm über das Game reden durfte. Und zweitens, ich habe es halt wirklich geliebt, das Spiel. Und das merkt man sicher auch im Video. Und ja, aber das, was ihr jetzt hört, das Gespräch ist im Vorfeld aufgenommen. Und darum würde ich einfach sagen, ich lasse das jetzt euch ablaufen. Und wir hören uns dann live später wieder, sobald das Video vorbei ist. Hey Fabio, merci vielmals, dass du da bist. Ich habe mich Hände auf unser Gespräch gefreut. Jetzt musst du mir schnell sagen, wie geht's dir? Hey, super gut. Es ist mega cool, zum da sein. Vorstellen hat es geklappt, ja. Ja, mega. Vor allem, nachdem wir ja eigentlich schon fast, nachdem ich schon fast befürchtet habe, dass das nicht stand kommt. Aber es hat ja Gott sei Dank doch noch geklappt. Die Hartnäckigkeit macht sich auch bezahlt. Aber ja, ihr seid natürlich ein viel gefragtes Unternehmen mittlerweile. Von dem her ja, muss man natürlich schauen, dass man da ein bisschen hartnäckig nachfragt. Und ich bin so happy gerade, dass wir uns da jetzt zusammengesellen und ein bisschen über FAR können diskutieren, beziehungsweise über die natürlich auch und Okomotiv an sich. Genau, jetzt tu doch du bitte schnell ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du zu diesem Team gekommen bist. Gut zusammen, mega cool sind ihr da. Ich bin der Fabio. Ich arbeite bei Okomotiv, von einem kleinen Indie-Game-Studio in Zürich. Und ich habe ursprünglich mal Informatik gelernt, bin dann nachdem an der Zürcher Kunsthochschule, wo Game Design studiere, wo ich dann auch eigentlich den Rest vom Team so ein bisschen kennengelernt habe und dann nach meinem Abschluss 2017 dann für Farallon Sales so dazugestoßen bin. Und ich mache bei unserem Team vor allem Programmierung und Sounddesign. Sounddesign ist auch von dir, wo das muss ich Ja, wirklich sagen, genau. das ist etwas von dem, was mir bei FAR mega eingefahren ist. Das ist einfach der Sound. Es passt so krass zu der Atmosphäre und du weißt wie schon, was auf dich zukommt. Weil du hörst es immer so im rechten Ohr, hörst es so ein bisschen, wie so die Musik so kommt. Es wird entweder langsam so ein bisschen bedrückend. Du weißt genau so, okay, jetzt kommt irgendetwas. Und dann kommt irgendwie ein Sturm oder so auf dich zu. Aber Ankerung hörst du natürlich auch, wenn es sich wieder ein bisschen beruhigt. Und dann muss ich wirklich sagen, das ist so fantastisch mit dem Sound. Das habe ich wirklich mega gefeiert. Danke vielmals. Eben, was aber wichtig ist, die Musik ist vom Joel Schoch. Mhm. Er hat auch schon Musik vom Farallon Sales gemacht und ist eigentlich mit dem Don zusammen so als zweite Person überhaupt quasi auf das Game aufgesprungen, sozusagen. Was ist denn genau deine Aufgabe bezüglich Sound? Ich habe quasi Soundeffekte gemacht, also alles, was sozusagen nicht Musik ist, zum Beispiel ein Geräusch vom Motor, wo Okay, die auch sind natürlich auch informiert, fantastisch. was Ja. der Spieler macht, Segel, die Umgebungsgeräusche und all diese Sachen. Okay, aber die Genau. sind ja cool. Sorry, ich wollte nicht reinreden, aber Nee, ich finde es nein, einfach nein, so toll alles. Ja, voll, danke nochmal. Und was ich gemacht habe, ich habe recht eng mit dem Juri zusammengeschafft, um eben quasi sozusagen ein Spiel mit der Musik verhängen, dass eben dann die Musik kann dynamisch auf das reagieren, was der Spieler macht oder was im Spiel passiert. Mega toll. Also das muss ich wirklich sagen. Also die Umgebungsgeräusche eben auch, also zusammen mit der Musik. Es ist ein unfassbar atmosphärisches Spiel. Also das ist das, was mir am meisten eingefahren ist, sage ich jetzt einmal, einfach die ganze Atmosphäre. Klar, es ist sehr düster. Es spielt ja in der Postapokalypse. Es ist durch das teilweise auch sehr bedrückend, vor allem eben auch mit diesen Stürmen und vor allem mit der, also einmal im Sturm, wenn es so richtig fährt, auf Blitzen und Donnern, wo man sich wirklich denkt, so Gott sei Dank kann ich mich jetzt da unter Wasser verkriechen und Schutz finden. Und das ist ja eigentlich von der Game-Mechanik her eher, also ich wollte jetzt nicht sagen unaufgeregtes Spiel, weil man muss ja doch immer etwas machen, dass das Schiff weiterhin funktioniert und für sich geht und man muss immer ein bisschen schauen, dass man alles am Laufen hält und dass ja nichts kaputt geht. Und das war ja aber auch neumendurch sehr mutig von euch, weil ihr natürlich ein Spiel gemacht habt,
wo jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so der Standard-Gamer anspricht? Ja, das ist vor allem eben, wo wir es am Farland Sales geschafft haben wir mega lange nicht so genau gewusst, ob das dann auch wirklich funktioniert. Mhm. Und ob das wirklich auch die Leute, die wir gehofft haben, dass es sie abholt, auch abholen kann. Und ob das Gameplay genug viel Tiefe hat und genug schwierig ist und der Spieler auch genug herausfordert, dass er eben dann quasi am Ball bleibt und überhaupt Lust hat, zum Spiel durchzuspielen. Und es war dann halt mega schön gewesen, wo dann der erste Teil rausgekommen ist, halt zu sehen, dass es doch funktioniert, wo es ähm, eben nicht ein extremes Hardcore-Game irgendwie ist. Ja. Ich finde das eben mega schön. Also ich bin allgemein eine mega Liebhaberin von Indie-Games, wo ich eben der Meinung bin, Indie-Games getrauen sich mehr als die AAA-Titel. Aber gerade was Game-Mechaniken betrifft, gerade was ja, den Spielstil betrifft, es hat viel öfters mal Indie-Games, die sich getrauen, etwas Neues zu machen. Und eben so wie dir auch, eben vielleicht eine Zielgruppe anzusprechen, die nicht so der Standard-Gamer ist. Also, wo ihr das Spiel konzipiert habt, also jetzt das erste Mal, an was für Leute, an was für Gamer, an was für eine Zielgruppe habt ihr gedacht? Ich glaube, für uns war so ein bisschen der Fokus gewesen auf Spielerinnen und Spieler, die vielleicht nicht mehr ganz so jung sind, wo Ah, merci für ähm, das. ich Ich sage fühle- mal, nein, sorry, Schon aber halt gut. vielleicht so eher so 25 sind, wo vielleicht auch noch eher mit, also so ein bisschen halt aus unserer Generation, ich bin Mhm. 91er Jahrgang, also wo irgendwie halt mit den zum Teil auch linearen Games aufgewachsen sind, wo Mhm. halt nicht 100 Stunden Open World Experience gewesen sind oder Ah, so. ja. Ähm, und vielleicht auch mittlerweile an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie vielleicht dann nicht mehr so Zeit haben, zum halt jede Woche mega viel spielen und dann vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind, wenn sie wissen, okay, ja, das Game geht jetzt irgendwie 150 Stunden, bis ich es dann mal durch habe. Ähm, Absolut. und darum haben wir halt wie versucht, etwas Kürzeres zu machen, wo man kann wirklich einfach einen Abend lang anhocken und sich reingeben und Mhm. das Spiel erleben. Und es ist dann aber nachher auch okay, so Mhm. dass es durch ist, sozusagen. Also es ist euch auf jeden Fall mega gelungen. Es ist wirklich ein Spiel, wo man sich so richtig drin vertiefen kann. Ich habe so gemerkt, wie wirklich fast wie so in eine Trance kommen, irgendwie, während ich das gespielt habe. Es ist mega entspannend, du fängst an, dich einfach auf das Spiel zu konzentrieren, du vergisst alles rundherum. Und das muss ich wirklich sagen, das ist euch wirklich mega, mega gelungen. Und ich fühle mich sehr angesprochen mit Danke vielmals. für eure Entschuldigung, Zielgruppe, muss ich wirklich sagen. Wo ich bin eben genau die, wo eben auch ein bisschen davon zurückscheucht, immer die riesengroßen Open-World-Games zu spielen. Obwohl ja das im Moment so der Megatrend ist. Alle wollen Open-World, alle wollen grösser, noch grösser. Die anderen übertreffen und je offener, desto besser. Und vergessen halt eben vielleicht auch, dass es Gamer gibt, die das gar nicht wollen. Ja, es ist, also eben, ich meine, ich verstehe das auch. Ich find die grossen Games auch mega faszinierend und mega, mega cool. Mhm. Aber eben, ich weiss, ich merke es einfach auch bei vielen Kollegen in meinem Umfeld, die früher mega, mega viel gegamed haben. Es halt einfach, irgendwann verändert sich auch so ein bisschen das Leben und Klar. es ist halt nicht mehr so einfach, sich die Zeit zu nehmen. Und dann ist es auch cool, wenn man mal etwas kann spielen kann, das ein bisschen kürzer ist. Voll. Jetzt ist natürlich eure Atmosphäre im Game eher düster. Also es ist, es ist Mhm. postapokalyptisch, es ist ein bisschen Steampunk, es ist düster, es hat kaum Leben eigentlich in diesen Games drin. Wenn man mal dafür Leben sieht, dann ist es so, oh wow. Also das habe ich gemerkt, auch vor allem also die Szene, die mich glaube ich am meisten geflasht hat, war effektiv gewesen, bei Changing Tides, wenn man wenn da die riesen Quallen kommen. Also da Ja, bin ich wirklich da gehockt und habe Gänsehaut bekommen. Ich habe das so genossen, muss ich wirklich sagen. Also an dieser Stelle auch, wer die Idee hat, riesen Kompliment. Ich finde eben, merci durch vielmals. das, dass das Leben so selten tut man es fast wie noch mehr schätzen lernen irgendwie. Am Anfang habe ich muss ich Ja. zugeben, ein bisschen
Mühe gehabt damit, weil man sich nicht gewohnt ist von den Games. Wo in den Games normalerweise immer so viel passiert. Es ist immer Zeug da, Zeug da, Zeug da. Fast eine Reizüberflutung. Und bei euch ist es wie das Gegenteil. Es ist das Alleinsein, die Einsamkeit, die Ruhe vor allem auch. Und das einfach auf sich allein gestellt sein, ohne Leben um sich herum eigentlich. Ist das bei euch auch, also habt ihr das also wirklich bewusst so eingebaut, dass ihr eben euch sagt, wir gehen lieber sparsam mit dem Leben um? Oder was ist so was sind eure Hintergedanken dabei gewesen? Also es sind zwei Sachen. Einerseits ist es sehr ein bewusstes Designelement, dass man eben quasi, wenn es selten ist es dann, wenn es rum ist es wie bedeutungsvoller für den Spieler und fühlt sich spezieller an. Und wir erzählen ja auch die Geschichte von dieser Postapokalypse. Und von dem her macht auch das Setting von Einsamkeit Sinn irgendwo. Es geht auch so ein bisschen um so Geschichten wie Robinson Crusoe so um das Feeling von, okay, ich alleine gegen die Welt, beziehungsweise halt eben ich und mein Fahrzeug alleine gegen die Welt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wir sind ein kleines Studio. Wir haben gerade bei Fire Sales auch mega limitierte finanzielle Mittel gehabt, um das Spiel überhaupt umzusetzen und halt Sachen machen, die sich lebendig anfühlen und irgendwie schön aussehen und interaktiv sind, ist halt auch ein Aufwand, wo wir in dem Sinn auch haben können sparen. Also es ist sowohl, ich würde sagen, es ist sowohl ein Designmittel als auch halt eine Notwendigkeit gewesen, dass wir nicht haben können machen, dass sich die Welt extrem lebendig anfühlt, weil wir sonst einfach irgendwo anders hätten müssen Abstrich machen, wo wir nicht unbedingt haben wollen. Passt aber eigentlich wirklich mega gut zusammen. Es war vielleicht fast sogar ein bisschen Glück im Unglück gewesen, sage ich jetzt einmal. Wenn man so bedenkt, was dabei rausgekommen ist, wo euch, also ich sage jetzt mal die Notwendigkeit und oder Mut natürlich eben zu dieser, zu dem speziellen Game-Stil, sage ich jetzt einmal, ist natürlich wahnsinnig belohnt worden, wo ihr seid international ja, also mit dem, also vor allem mit Lone Sales schon ein bisschen durch die Decke, kann man sagen. Ja, voll. Also Lone Sales ist extrem gut angekommen, auch bei Kritikern und wir haben ein riesiges Glück gehabt, dass wir auch mega coole Preise bekommen haben mit dem Spiel. Und eben, ich glaube, es ist so wie, manchmal sind die Limitierungen von einem Spiel auch eine Stärke. Also manchmal ist es dann halt eben, wie du sagst, es macht mega Sinn, oder? Es ist nicht einfach, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen das ein mega Open-World-Game und das muss sich dann halt lebendig anfühlen. Oder hingegen, wenn man das Spiel macht in einer Postapokalypse, ist es dann auch okay, wenn es ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen geerdeter. Also ich finde, es hat wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt einfach, was ich mich noch gefragt habe, wieso die Postapokalypse? Wieso habt ihr euch für das Szenario entschieden? Also, Fire Sales ist ja ursprünglich mal entstanden als Bachelorarbeit, eigentlich vom Don, auch im Game Design Studium. Und er hat 3 Monate Zeit gehabt, um ein Game zu machen. Oh wow, das ist ja extrem kurz. Genau, es ist mega kurz und er war auch dort eigentlich alleine gewesen. Also Musik hat dort schon der Joel gemacht. Sie haben sich auch an der Zürcher Kunsthochschule kennengelernt. Und genau, er hat mega limitierte Zeit gehabt, um halt das Spiel zu machen. Und ist relativ früh auf das Fahrzeugthema gekommen. Und ein Grund, dass es eben dann die Postapokalypse war, ist eben auch gewesen, dass er mega limitierte Zeit gehabt hat und etwas hat müssen machen, wo aber stimmig daherkommt. Und es war halt eben dann wie ein Setting gewesen, das sich angeboten hat, weil es eben nicht extrem lebendig muss sein und wahnsinnig viele Characters haben oder mega, mega viele Tiere oder so, die sich durch die Welt bewegen, sondern man hat sich können fokussieren auf eine Umgebung, wo abgesehen von den interaktiven Elementen relativ ruhig kann sein, relativ statisch schon fast kann sein. Aber halt dann eben die Erfahrung, die mit dem Fahrzeug unterwegs sein, dann doch noch spezieller macht. Als wenn man jetzt einfach halt irgendwie eine normal belebte Welt durchfahren mit dem Fahrzeug. Also der hat sich in dem Fall wirklich einfach alles wie so ein Puzzle zusammengeführt. Genau. Und das ist ja, okay, das ist witzig, weil es ist wirklich, manchmal muss man einfach
zum richtigen Zeitpunkt, sage ich jetzt einmal, mit den wenigen Mitteln, die man hat, einfach etwas machen, wo man halt dann schafft. Und das kann so ein Erfolg werden. Das ist Wahnsinn. Ja, okay, mega cool. Und im zweiten Teil, also bei Changing Tides, habt ihr euch ja dann dazu entschieden, eben noch das Wasserelement dazu zu nehmen mit dem Schiff. Man bewegt sich ja dann hauptsächlich im Schiff bzw. U-Boot vor. Wieso ausgerechnet Wasser? Wieso nicht Luft zum Beispiel? Ja, gute Frage. Also wir haben uns recht viel Gedanken gemacht über die Sachen und auch, ob wir das überhaupt machen mit dem Wasser oder nicht. Und das Problem bei Luft ist halt, dass du bist so weit weg von der Umgebung, wenn du fliegst eigentlich, ähm, dass du wie halt, also wie schaffst du es dann, die Spannung aufrechtzuerhalten, True. wo du hast, wenn du halt wirklich mit einem Landfahrzeug sozusagen durch die Umgebung fährst und halt all die Sachen siehst, die dir vorbeiziehen. Ähm, Darum ist dann die Luft so als Hauptbewegungsmittel relativ schnell so ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Und wir haben das Wasser mega cool gefunden, weil es halt so, das ist uns schon beim ersten Spiel so ein bisschen darum gegangen, eben so das Gefühl haben, von der Natur auch ausgesetzt zu sein. Und das Wasser ist halt mega so ein starkes Element und auch halt, ich glaube, wir kennen alle mega viele Geschichten irgendwie von so Seefahrertum und wie das ist, eben den Naturgewalten ausgesetzt zu sein und wie halt auch das dann die Verbindung zwischen quasi dem Fahrzeug und den Leuten, die mit dem Fahrzeug unterwegs sind, mega verstärkt, weil es halt ähm, ja, so ein Lebensretter ist in deren Umgebung, ja. Ja, also ich muss auch sagen, die eine ist man so vom Wasser, also von unter Wasser auftaucht, so mit, also ja, mit ein bisschen, schon fast ein bisschen stärkeren Wellen, also noch nicht so der Megasturm. Und es ist wahrscheinlich irgendwie der Sonnenuntergang gewesen oder so. Auf jeden Fall, es ist alles so in das Orange-Rot-Gold getaucht gewesen. Und also die Atmosphäre hat mir richtige Flashbacks verteilt, wo ich nämlich mal einmal in der Ferien war. In Kroatien, bei Dubrovnik, habe ich eine Kajaktour gemacht. Und da bin Ja, ich auf dem Meer in diesem Kajak gehockt, mit dem Sonnenuntergang. Und es war einfach so magisch. Und genau so habe ich mich dann in diesem Game auch gefühlt. Also mega muss ich wirklich cool. sagen, mit dem Wasser, ich glaube, das ist effektiv ein mega starkes Element, ja, wie du gesagt hast. Also ich finde, es bringt auch Emotionen wahnsinnig gut führen. Und das, obwohl man ja, wenn man jetzt zum Beispiel an Ocarina of Time oder andere Games denkt, Ja, in diesem Zeitraum ist ja der Wassertempel oder das Wasserlevel per se immer so das Hasslevel gewesen, sage ich jetzt einmal. Ich weiss nicht, ob du das auch so empfunden hast. Und ich denke mal, viele Gamer in unserem Alter gehen dann meistens so ein bisschen mit zwiegespaltenen Gefühlen an das Wasser an. Ja. Aber ja. in eurem Fall ist das ja wirklich sehr gelungen. Hey, mega cool, danke vielmals. Also das hat uns echt Gedanken gemacht, eben, wir haben alle schon die Spiele gespielt, wo es irgendwelche Unterwassersequenzen gibt, wo sich dann so ein bisschen, naja, anfühlen, wo halt irgendwelche Probleme rum sind. Mhm. Ich glaube, was uns extrem geholfen hat, ist, dass unser Spiel halt eigentlich ein 2D-Scroller ist. Mhm. Und du hast halt viele Probleme, die du in 3D-Games und so hast, die unter Wasser sind, hast du nicht. Und wir haben uns halt auch mega, es ist halt, das Wasser ist bei uns etwas, was mega im Zentrum gestanden ist von der Entwicklung, Ja. sozusagen. Und wir haben uns halt von Anfang an mega Gedanken darum gemacht, dass sich das dann halt muss cool anfühlen und eben nicht auch frustrierend sein für den Spieler. Mhm. Während es, glaube ich, in vielen von diesen Games, wo es dann zum Teil ein bisschen im Frust ist, halt vielleicht dann so irgendjemand dann mal zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung noch gefunden hat, komm, wir machen noch einen Wasserteil und dann das halt vielleicht nicht ganz so cool ist, wie es hätte können sein. Ja. Cool. Wie sieht es aus? Ist ein dritter Teil geplant? Wir können leider noch nicht darüber reden, was als nächstes ansteht. Ähm, ja, ich glaube, für mich kann ich jetzt gerade nicht dazu sagen. Ähm, aber wir sind mega happy, wie begeistert die Leute sind, Mhm. die mit uns darüber reden. So, das ist mega, mega cool. Mhm. Und Ja, verdient, auf jeden Fall. danke vielmals.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, was da noch von euch kommt. Ich glaube, da kann man noch einiges Gutes erwarten. Also, ja, no pressure there. Und Danke dann dir vielmals. sind wir eigentlich schon fast am Schluss angekommen, ja, von unserem Gespräch. Jetzt wollte ich einfach noch schnell fragen, willst du irgendwie etwas noch mitgeben, den Spielern, unseren Zuschauern, irgendjemandem? Hast du noch irgendwie etwas, das du loswerden willst oder auf dem Herzen liegt? Hey, zuerst mal ein mega grosses Dankeschön an alle Leute, die uns unterstützt haben, die irgendwie geschrieben haben, dass sie darauf warten und sich mega darauf freuen. Das ist, motiviert einem extrem. Und es war mega cool, gewesen, so die Rückmeldung von euch allen überzukommen, dass es für euch funktioniert hat, für die, die es gespielt haben. Und für die, die es noch nicht gespielt haben, mega cool, wenn ihr es euch vielleicht mal anschaut. Wir freuen uns immer mega über das Feedback. Danke euch vielmals. Wunderbar. In diesem Fall wünsche ich dir noch einen ganz guten Tag und bis gleich hoffentlich einmal. Danke vielmals, wünsche ich dir auch. Danke, tschüss Fabio. Bis dann, ciao, Steffi. Ja, man kann sagen, der Hype war real. Ihr habt es vielleicht gehört, ich war wirklich sehr aufgeregt gewesen. Ich bin halt eben wirklich auch sehr begeistert gewesen, muss ich sagen, vom Game selber. Und wenn man natürlich von so einem Game so dermassen begeistert ist, wenn man dann mit einem von den Entwicklern darüber reden kann, dann, ja, dann geht sogar jemandem wie mir, ist das total so, ja, du hast es bekommen. Ich weiß, was ich meine. Ich sage nicht mehr dazu. Aber wer jetzt das Game nach wie vor findet, nein, er will das nicht spielen, der ist selber die schuld und er verpasst definitiv etwas. Also, ja, ich kann das Game wirklich allen empfehlen. Was ist Nico? Ich glaube, der Nico wollte etwas sagen, aber ja, ich glaube, er ist den Stream noch am Hören. Nico? Darf ich schnell etwas sagen? Ja, du darfst etwas sagen. Ich muss schnell... Moment. Achtung, was kommt doch jetzt? Der Nico hat definitiv das falsche Headset dran gehabt. Ah, der Nico hat auch. Darum hat er mich natürlich nicht gehört. Super. Ganz gut. Nice. Okay. Oh, fuck. Nein, ich habe nur guten gesagt, Morgen. ja, morgen. Morgen am 10 ab 4 im Nachmittag ist gut. Ja. Nein, einfach nur sagen, ich habe einfach gesagt, aber man hat mir, glaube ich, angesehen, beziehungsweise gehört, wie hyped dass ich war. Ich habe ihm wirklich die Ohren zugesetzt an diesem Tag, aber jedes Wort, das ich gesagt habe, habe ich wirklich auch so gemeint. Wer das Spiel bis jetzt noch nicht gespielt hat, habe ich vielleicht jetzt mit meinem Hype ein bisschen angesteckt. Und wenn ihr nach wie vor sagt, nein, kein Bock auf das, dann seid ihr wirklich selber die schuld. Ich habe natürlich das falsche Headset dran gehabt, wo ich natürlich auch schnell reinhören wollte. Ich habe natürlich hören, ich habe es vorher noch nicht gehört, wie die Steffi mit ihm geredet hat von Automotive. Und ich verstehe dich. Also ich muss sagen, ich wäre, glaube ich hätte auch ultra gerne noch ein paar Sachen gefragt und mit ihm auch noch ein bisschen geredet. Weißt, so, ich habe mir gerade so überlegt, das wäre jetzt hure nice, wenn er hier im Stream wäre. So. Ja, ist leider von der Zeit her nicht aufgegangen. Ja, Sonst wäre es irgendwie Mai geworden. Und ich gefunden, so, nein, so lange wollte ich doch auch nicht warten. Aber also, falls ihr noch Fragen habt, ich tue die es eben sicher gerne zukommen. Und ja, natürlich haben auch wir nachher noch weiter gequatscht über diverse andere Themen. Also das war mega spannend auch gewesen. Es ist generell halt spannend, mit einem Entwickler zu diskutieren, vor allem mit einem Schweizer Entwickler. Es gibt ja nicht wahnsinnig viele Schweizer Entwicklerstudios, obwohl die Schweizer Games an sich nämlich sehr oft sehr bekannt sind, und zwar international. Und das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum ich so hyped war, weil das halt wirklich ein Game ist, das international der Techie ist. Und das ist, ja, also ich finde es fantastisch. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das Interview zustande kam, vor allem, also das Gespräch, weil am Anfang hat es ja so ausgesehen, als könnten wir es, also beziehungsweise ich habe ihnen geschrieben, aber genau dann, wo sie gelauncht haben, und sie haben unglaublich viel zu tun gehabt und haben meine Nachricht nicht gesehen, bis sie ihnen auf Twitter effektiv nochmal darauf angesprochen haben, so, hey, habt ihr mein Mail gesehen? Und dann ist wirklich postwendend eine Antwort gekommen, also wirklich fantastisch. Okay. Ja, aber ich finde auch, wenn man schon mal so ein Game hat, das so eben
bekannt ist, sage ich jetzt einmal, so cool ist und von einem Schweizer Entwicklerstudio gemacht worden ist, dann kann man auch effektiv ihnen ein bisschen eine Plattform geben. Und das mache ich sehr, sehr gern. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass sich unsere Zuschauer das sicher auch wünschen, dass wir das mehr integrieren. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo jetzt immer mehr wird kommen. Also eben, Steffi, nochmal ultra nice, dass du das hast können organisieren und ultra cool, dass du es da hast können einen Stream einbauen. Ich bin auch froh, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ja, das ist wirklich Yes, mega gewesen. und ich glaube, es braucht ein bisschen mehr, weißt, vor allem ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen mehr Awareness von der Schweizer Bevölkerung selber her. Einfach so ein bisschen zum sehen, hey, wir haben im Fall coole Spielentwickler bei uns und die sind im Fall international recht erfolgreich. Ich mache jetzt den Link zur Musik nicht, weil den könnt ihr jetzt machen, aber es passt nicht hierher. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ultra wichtig, dass wir das machen und das sollten wir auch weiterhin machen. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir mit Automotive nochmal, keine Ahnung, irgendwie ein Q&A oder so können führen, vielleicht später, nächstes Jahr oder was auch immer gern. Also schon der Dude wirkt schon so sympathisch und so. Also wirklich, ganz ehrlich, ich habe noch gerade auch ein bisschen ins Herz geschlossen, ich habe mir auch Fragen stellen und so. Ich fühle die Hype so. Danke, Er ist wirklich ein cooler. Ja, voll. Und also ich finde, eben so etwas würde ich sicher gerne auch vermehrt machen. Ich habe ja Gott sei Dank ein bisschen Connections zu Schweizer Game-Entwickler-Szenen, sage ich jetzt einmal. So auch zu Stray Phone, wo ja zum Beispiel The Wandering Village macht. Also auch dort würde ich sicher den anfragen für ein Interview. Und ja, was ich mir jetzt so spontan überlegt habe, ist, man könnte effektiv ihn fragen, oder das Studio allgemein fragen, ob sie Lust haben für eine Live-Q&A-Session. Aber wenn wir das machen, dann müssen natürlich auch dementsprechend Fragen zusammenkommen. Also wir können dann schlecht so eine Q&A-Session mit ihnen machen und wir haben keine Fragen. Oder? Also dann muss das schon eine Stunde lang schon gefüllt werden mit Fragen, die sie können beantworten können. Ja. Also. Und dann müsst ihr natürlich aktiv werden, liebe Community. Und eure Fragen reindroppen, was euch alles interessiert. Wir organisieren das sehr gerne, aber wir gehen natürlich nicht her mit einem leeren Fragebogen, sondern klar haben wir auch Fragen, aber wir wollen vor allem auch Fragen aus der Community platzieren. Und dann habt ihr durch uns die Möglichkeit, mit genau diesen Game-Entwicklern zu reden. Oder? Steffi, Absolut. das ist doch das, was wir machen. Wir sind Sprach.ch, das Sprachrohr der Gamer. Genau. So kann man es auch sagen, ja. Genau. Ja, und es gibt natürlich diverse Plattformen, wo man sich erreichen kann. Also natürlich auch automotive.ch könnt ihr mal schauen oder auch far-game.com oder farchangingtide.com, alles zusammengeschrieben, also .com natürlich. Auf Twitter sind sie auch unter @automotive oder @farthegame unterwegs, auf Instagram auch farthegame. Und spielen kann man es tatsächlich im Moment, vor allem der zweite Teil, Far Changing Tides, im Xbox Game Pass. Und ich werde das übrigens auch, für alle, die jetzt hier auf Twitch gerade live dabei sind, ich werde das morgen am Dienstag, am 3 auf unserem brack.ch Twitch-Channel streamen. Also wenn ihr auch Bock habt, nicht nur darüber erzählt zu bekommen, sondern noch mal reinzuschnuppern, dann entweder spielt selber auf dem Xbox Game Pass oder kommt morgen bei mir im Stream vorbei schauen. Dann kann ich euch mal zeigen, warum ich da so hyped bin zu diesem Game. Kann ich nur empfehlen, macht das. Schaut rein. Yes, so viel zu unseren Hype-Themen. Und jetzt haben wir eine riesige Lücke in unserem Dokument, hätte ich gesagt, in unserem Doc, das wir vorbereitet haben, wo wir kein einziges Crit-Thema. Aber das ist doch auch mal schön. Yes, es ist sogar super. Also ich finde, wenn wir nichts zu kritisieren haben, dann kritisieren wir auch nichts. Ich habe nur etwas zu kritisieren, Nico. Ja, ich weiss, es hat eine mega Lücke im Moment an neuen, geilen Games. Das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Aber dir geht es ja anscheinend anders schon. Du hast irgendwie, was hast du, 3 Games gekauft? Nein, 2 Games, oder was hast du gekauft, genau? Also ich wollte noch schnell auf das eingehen. Du findest, es kommen zu wenig geile Games raus im Moment. Im Moment. Habe ich das verstanden? Also ja, vor allem, also so, weißt, wenn du so schaust, in den letzten 2 Monaten sind so richtig krasse Hype-Titel rausgekommen und jetzt ist so ein Loch. Also das Gefühl, jetzt bis im Herbst ist ein Loch. Weißt du warum? Warum meinst du? Also ich sag dir jetzt warum, wo alles abstinkt gegen Elden Ring.
Nee, aber es ist einfach. Bringen, was du Nein, willst. es ist einfach Elden Ring oder Horizon. Es ist einfach, alles ist einfach gleichzeitig gekommen. Und jetzt ist irgendwie so nichts. Es hat einfach, also nicht nichts, natürlich gibt es diverse Indie-Games und kleine Titel und so, aber halt, also der grosse Hype bleibt aus im Moment. Das ist halt schon crazy. Das ist so, aber ich meine, stell dir vor, also ich glaube, du hast die Möglichkeiten, wenn so ein Blockbuster droppt, hast du die Möglichkeit, entweder fahrst du oder surfst du auf der Welle mit, wo er schlägt, oder du I see lässt. what you did there, aber ist okay. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also oder du tust halt, du chillst ihn halt ein bisschen und findest, nein, wir geben es jetzt nicht gerade raus, weil sie alle im Elden Ring zocken. Und ich meine, das sagen sich Entwickler auch wirklich auch. Also das tut nicht mal, Da das wären ist wir nicht nicht mal mal jetzt so sicher. mal, das glaube ich schon. Also, Nein, die wenn ich, meisten haben ihre Games x Monate im Voraus announced. Da kannst du nicht plötzlich sagen, oh, so, hey, wir schießen jetzt doch nicht wegen Elden Ring. Also, nein, natürlich würdest du nicht eben. sagen wegen Elden Ring, aber ich meine, Es ist auch so nicht viel verschoben worden. Also, und wenn aus also, anderen Gründen. ja, aber wie gesagt, die Gründe hinten dran weisst du nie, das weiss man nur intern, sag ich mal. Aber es hat doch einige Verschiebungen gegeben von Games, aber dann, ja, natürlich nennt man einen anderen Grund. Ich habe das Gefühl, es hat sicher ein bisschen etwas damit zu tun, dass der Hype im Moment auf dem Elden Ring riesig ist und Elden Ring halt auch ein Game ist, das du nicht einfach so weglässt, sondern du zockst es halt durch und du willst es durchzocken und du investierst so viel Zeit. I can tell. Ich Ich sage, meine, das ist ja, sehr vielen Entwicklern sehr egal. Aber was uns nicht egal ist, ist die Zeit, die die rennt uns davon. Und darum willst du jetzt ja, über ist gut. Children of Morta Ja, ist erzählen, gut. Nico. Ist gut. Okay. Die Weißt du, ich Diskussion würde auch führen wir gerne das andere Mal. ewig reden, Ich aber weiß, you ich know. weiß. Ja. Ähm, also. Genau. Aber trotzdem haben wir Blockbuster gehabt wie Lego Star Wars, Steffi. Vergiss das nicht. Schon ein geiles Game, beispielsweise. Ähm, gut. Ja, ich habe mir Children of Morta besorgt. Und zwar für. Ähm, ist das ein älteres Game und ich habe mir das einfach gekauft gehabt, für Couch-Koop zu spielen und es fängt extrem. Es ist ein Roguelike Game, wo auch top-down ist und das ist eigentlich ein Dungeon Crawler, aber es fängt recht, weil man tut eigentlich immer, ähm, ja, man geht immer wieder neu in Dungeon, wo man immer ziemlich schnell stirbt, weil wir ja den Schwierigkeitsgrad Hardcore ausgewählt, damit wir ein bisschen etwas haben, wo wir müssen beißen und das müssen wir auf jeden Fall. Also man stirbt recht viel, aber dadurch, dass man viel stirbt, kann man sich auch immer mehr aufleveln und neue Sachen freischalten und wird immer besser. Und schaltet neue Charakter frei, kann auch andere Leute spielen. Es ist eigentlich etwas, was ultra viel Spaß macht und recht viel auch Essenz bietet. Also ein sehr cooles Co-op-Game, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Wir spielen es auf der Playstation, es gibt es aber auch auf der Switch und es gibt es auf dem PC. Ist schon für mich aus gesehen ein Indie-Titel, wo es wieder mal super macht, auch mit der Story, die dahinter steckt und so. Also für alle, die gerne RPG haben, gemixt mit Hack and Slay und ein bisschen Dungeon Crawler Action, Children of Morta ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Ist auch preislich noch im Rahmen. Yes. Und sonst habe ich natürlich noch ein bisschen weiter geschaut, noch ein bisschen weiter gelootet, wie man so sagt. Und zwar ja, bin ich mir ja grafisch auch ein bisschen am Verausgaben. Ich probiere ja manchmal auch ein bisschen Designelement technisch etwas zu machen und mich noch ein bisschen künstlerisch zu verausgaben. Und ich habe mir das Wacom-Tablet ausgelehnt von Kollegin. Das ist so ein Grafik-Tablet. Die sind dann eher preislich schon in einem grösseren, in einem höheren Rahmen. Aber ich muss sagen, es macht ultra viel Spaß und es ist genau das, was ich mir gewünscht habe, dass ich meine Designs aber direkt in den Computer übertragen kann. Hat gefällt. Also, du hast schon Habe ich, ausgetestet in dem Fall. habe ich gestern ausprobiert, ja. Okay. Gestern schon etwas gezeichnet. Uh. Ähm, Wo ich bin mir eben auch am und überlegen, ob ich mir so eins suchen tue. Ich würde auch gerne mal ein bisschen rumkritzeln. Weil ich eigentlich früher immer verdammt gerne gezeichnet und irgendwie, ja. Hm. Muss ich mir auch mal ja, überlegen. also überleg dir's. Also, weißt du, wie gesagt, ich kann dir's, wenn ich das Interesse verloren habe, kannst du es von mir aus. Nein, aber jetzt mal seriously. Ich glaube, wenn du wirklich dran hockst und also ich habe beides probiert. Also ich habe
ich habe ja vorher auch schon ein iPad probiert mit Procreate. Procreate ist ja ein ultra cooles Tool zum Malen, vor allem zum Logos-Design und so. Es macht es dir ultra einfach. Aber Wacom ist für mich nochmal einen Schritt weiter, wo es eben wirklich Zeichnen ist. Also du hast wirklich das Gefühl, du zeichnest auf ein Papier mit der Zeit nachher. Und dann musst du halt mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Du tust zuerst skizzieren, nachher tust Ich kenne den die groben Ablauf. Sachen. Mhm. Genau. Und ich finde es cool, weil ich habe mir viel zu wenig Zeit genommen in letzter Zeit zum Zeichnen. Und ich habe früher als Kind so viel Aber gezeichnet. ich gehe, wirklich Und krass. Ich habe so das Gefühl, man das, verliert irgendwie so Kreativität. Nee. das ist doof, das sollte Gell? man eben nicht. Ja, Also finde es ich ist auch. das Gleiche ist mit dem Schreiben, ich sollte auch wieder verschreiben. Voll. Notabene. Ah, hör auf. Ah, nein, nein, Nico, bitte. Das hättest du jetzt nicht dürfen ansprechen. Ich habe mal ein Fantasy-Buch angefangen zu schreiben. Es hat 120 Seiten. Also weißt du, so Word-Seiten. Oder sogar mehr. Ja, 130, wow. so dort umeinander. Ja, das ist crazy. Aber ich habe das Aber das ist seit geil, ich x meine, Jahren nicht mehr wenigstens. angelangt. Ey. Pff. Aber du hast 120 Seiten geschrieben, Ja, das ist schon mal I bow myself before you because thanks. I didn't. Ich habe 30 Seiten geschrieben vom ersten, 20 Mhm. vom zweiten, ich glaube 32 vom dritten und irgendwie noch 20 vom vierten. Also ich habe 4 Bücher angefangen zu schreiben. Immer Eins ist komplett gleichzeitig verschiedene. komplett verschieden. Okay. Fantasy, Science Fiction, eins war autobiografisch, eins ist also hör mir auf. Also es ist wirklich ganz schlimm. Ich könnte es gut schreiben, aber das Problem Mhm. ist, wenn nachher die Inspiration weg ist und vor allem die Lust dran, Ja, dann habe oder ich es der einfach liegen. Flow. Das Schlimmste ist, Oder der wenn der Flow, ja. Flow weg ist. Wo, wenn du jetzt lange Pause machst, dann musst du jedes Mal alles wieder nachlesen. Und jetzt stell dir mal vor, bei 20 Seiten geht das ja noch, aber bei 120 Seiten, wenn du jedes Mal alles von Ja, vorne ja, ich nochmal fühle musst dich. durchlesen. Ja, Und vor allem, wenn ja, du ja. dann auf Seite 120 bist, dann gefällt dir nämlich der Anfang nicht mehr. Ich Oder wenn weiss, du ich 5 weiss. Jahre hast ins Land streichen, dann gefällt dir alles nicht mehr. Und du hast dann so das Bedürfnis, alles umzuschreiben. Und mach das mal einfach Ja, so. Hey. Oh. ja. Ich habe mal Irgendwann wieder mal. ich weiss es, der Mensch. Ich habe mal ein Buch wieder angefangen, das ich mit 16 Jahren angefangen zu Oh schreiben. no, don't do Und dann it. habe ich mit 22 habe ich mich wieder dran gesetzt, habe den Anfang gelesen und gedacht, hey, Please no. nein. Nein, sorry, aber das. Voilà. Ja, Ja. I feel you. Als ich dann das Buch angefangen habe, das war immer im Studium, wo einfach gewisse Vorlesungen so dermaßen langweilig gefunden habe. Ich habe wirklich von Hang auf Papier und dann daheim abgetöckelt, gell? Okay. Und wirklich so sind 120 Seiten zusammengekommen, plus minus. Aber ich habe es über viele, viele Jahre geschrieben und es ist jetzt immerhin auch wieder 10 Jahre her, gell? Also nein, es ist ewig. Jesus Gott. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Similaritäten ich und Steffi doch noch haben. Voll! Absolut. Sogar blond ist er jetzt auch noch. Wir sind irgendwo durch auch schon noch seelenverwandt. Genau, mit 2 Ähm, Blondinen, wir reden auch gerne über Gaming. Also gut, letztes Thema. Ich habe mir noch heute am Mittag Shadow Warrior 3 gekauft, direkt. Da zeigen wir jetzt, auch für die zuhören, ist natürlich nicht wichtig, aber wir würden jetzt auch keinen Trailer zeigen, weil es ist wirklich sehr brutal, das Spiel. Genau das hat aber den Reiz auch für mich ausgemacht, weil ich habe das 1 und das 2 schon durchgespielt und es ist einfach ein ultra nices First-Person-Hack-and-Slay-Shooter-Game. Bäh. Ich würde mal sagen, es ist Doom. Es ist Doom auf Japano-Style. Es ist Doom auf Samurai-Schnetzel-Action angelehnt. Ja, mit Und es hat Blut echt, und Gore ja, und einfach nur ja. weh. Und es hat einfach so einen geilen Humor. Der ist so blöd, dass man sich echt wegschmeißt. Es ist wirklich so. Der Humor ist so ein bisschen. Wie heisst das Game? Ja, du weißt, welches mit dem Dude, der alles in die Luft jagt. Ist egal. Auf jeden Fall, der Humor ist schon sehr blöd. Ja, gehe immer Aber das raus in Game die an sich Luft, wenn ich im Game bin. Wenn ich kann, wenn ich die Ja, Möglichkeit dazu habe. ja, ich weiß Aber ich weiß nicht, was du meinst, aber ich meine egal. es bewusst, das Game. Ist egal, ist egal. Also, aber das wäre so schon gewesen, weil jetzt machen wir definitiv fertig. Der Nico hat nämlich jetzt genug geschnurrt und wir haben ultra viele Abkürzungen und Umwege genommen. Jetzt ist einfach auch mal gut. Und gleich auch mal für runter. Für alle von euch, hoffentlich. Ja, ich gehe in dem Fall Shadow Warrior spielen. Ich gehe jetzt heim, go shoppen, hätte ich fast gesagt. Weil ich habe nämlich, ich habe nämlich gestern noch Dings geschaut, wieder einmal, Bohemian Rhapsody. Und ich habe auch wieder gemerkt, wie sehr ich Queen liebe, beziehungsweise der Freddie Mercury ist einfach so eine Ikone, Mann. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich... Genau.
Und jetzt habe ich echt dazu entschieden, dass ich mein Star Wars Poster, das bei mir im Wohnzimmer hängt, muss austauschen. Und ich brauche einfach ein Freddie Mercury Poster, ein geiles. Und darum kann ich jetzt suchen. Und, Mama. Genau. Didn't mean to make you cry. Etwa so. Genau. Oh, I love it. Es läuft wieder auf und ab. Auf und ab läuft. Ich verstehe dich. Aber bevor wir jetzt nochmal in eine andere Richtung abschwenken, machen wir jetzt Feierabend. Genau. Kommt morgen vorbei, wenn es heisst Far Changing Tides, also am Dienstag. Oder am Mittwoch, es heisst Dingsbums Lego Star Wars Skywalker Saga mit dem Oli. Und dann gibt es sogar noch das Gewinnspiel. Also, wir hören uns, lasst uns 5-Sterne-Bewertung da. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, teilen den Podcast und dann hören wir, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Hoi. Oh ich weiß nicht, warum wir das machen. Warum sagst du Hoi beim Tschüss sagen? What the fuck? Immer auch einfach. Aber ich mache es eben selber jetzt mittlerweile. Warum? Weil es mich so triggert hat, habe ich jetzt selber angefangen damit, was andere Leute triggern. Alter! Richtiger Boomer bist, Hure, sehe ich nochmal. Nein, echt. Gibt's doch nicht. Hallo zusammen, wir sind wieder da für euch. Also, falls ihr noch Fragen habt oder so, jetzt wären wir wieder da. Jasmin ist ja noch gekommen und hat gefunden, es gäbe ja auch noch, also ich soll lieber ein iPad oder so nehmen, als so ein Grafiktablet. Also so ein Smart Tablet. Verstehe ich. Also ja, mit denen kannst du halt schon viel mehr machen, gell? Das stimmt halt schon. Es kommt ein bisschen darauf an. Ein Smart Tablet hast du hast natürlich einfach die ganze Welt der Apps, auf jeden Fall. Und das ist das, was ich sage, wenn du zum Beispiel mit einem Procreate arbeiten, dann ist ein iPad das Beste, was du machen kannst. Und das Procreate ist ein richtig, richtig geiles Tool. Und es gibt es nur für Mac. Und es gibt nur für Apple-Produkte Procreate. Und ich persönlich finde halt jetzt das Wacom eigentlich eben cooler, weil es lässt mich mehr fühlen wie wirklich so eine Grafik. So Papier, so, okay. Genau. Aber eigentlich, es ist schon so. Eben, sie schreibt jetzt so, es gibt auch Illustrator. Ja, es gibt, eben, wie gesagt, es gibt alles. Oh, mit dem Illustrator. Illustrator ist nice, aber so mit der Maus ist es, also so mit Maus und Tasten, nein, ist hässlich. Habe ich mich gar nicht damit anfreunden. Ich brauche irgendeinen Stift, den ich drauf rummalen kann. Vor allem, ich bin auch Linkshänderin und Maus habe ich einen rechten Hang. Und das geht einfach nicht. Es fühlt sich so unglaublich falsch an. Grusig. Aber ja. Grusig. Schau, der Wati-B ist wieder rum. Ja. Der Wati-B ist wieder rum. Oh, er ist wieder da. Weißt du, das Lustigste ist, ich habe nämlich herausgefunden, wer es ist. Und er hat gefunden, hey, du kannst gar nicht herausfinden, wer ich bin. Ich habe nie noch meinen Namen so ausser auf dem PS Network oder irgendwie. Ja. Und ich so, Dude, dein Insta-Name ist genau der gleiche. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Also hey, don't startle me, I'm the stalker. Also wenn ich etwas über eine Person herausfinden muss, bin ich so gut. He? Ich bin wirklich so gut. Wir schaffen das immer. Stalken, im Stalken bin ich also nicht im Stalken ist etwas Böses. Die Leute tun nicht stalken. Ja, ich bin mal gestalkt worden, also ja, nicht in dem Sinne gestalkt worden, aber also nicht schlimm, aber bei mir ist mal einer am Samstagmorgen vor der Haustür gestanden mit einem Strauß Rosen, einem Strauß Tulpen, so einem Teddy-Plüsch-Bärli mit einem Herzerhang und einer Schachtel Pralines. Und glaubt mir, it's not funny. Es ist wirklich nicht cool. Also, tut nicht stalken. Aber halt so Online-Stalking, dem bin ich auch gut. Ich so rausfinden. Nein, es ist verdammt schlimm. Nein. Ja, ich weiß. Ich musste lachen, wo ich an so Traumschiff Surprise denke, wo er so Praline und dann mit der Page Praline. Sorry. Ist das schlecht, Klimt, das kannst du wieder. Ja, genau. Ich bin Hermes, der Götterbote. Ich bin Hermes, der Götterbube. Also Götterbote sagt er nicht Bube, gell, Oma? Ich sollte mal schauen, es ist so dumm. Aber ja. Der Till Schweiger, der der Rock spielt, er so, ich bin der Rock. Und dann er so, Herr der Rock. Oder Herr der Kuschelrock, genau. Das habe ich so lange müssen denken, das ist so gut, das ist das beste Herr der Kuschelrock. Bester Humor, ja, bester Humor.
Ja, Shoot das meint so genauso, ist super. Ja, schon, Ähm, das meine ich da. Du ist schon grandios. Also, es geht zwar, immer nur so die Szenen sind geil. Der Rest ist so eher so ein. Okay. Aber ja. Ja, klar erzähle ich alles. Hier, es ist schon ein Podcast, ich bin hier zum alles erzählen. Jetzt musst du nicht so tun. Warte, ich bin ja noch gar... Ich sage, ja, ich habe deinen Namen noch nicht mal gesagt. Beruhig dich mal. Ich kann schon noch spammen und dann noch sagen, wo du wohnst. Kein Problem. Dann schon ein Stalker direkt. Er hat übrigens geschrieben, das ist nicht mal sein Insta, gell? Ja, genau. Er hat auch schon jemanden, der ihn kopiert, der so viele Followers hat. Hat er auch schon Fake-Accounts von Wahrscheinlich, sich. ja. Oh, hör auf, das ist voll gar nicht cool. Habe ich letztens gehabt, das ist Horror. Ich war im Streamen und dann kommen Das habe ich gesehen. X Ja, das Leute. habe ich gesehen. X Leute sind in meinen Channel reingekommen während dem Livestreamen. Steffi, hast du meine Nachricht gesehen auf Instagram? Und dann bin ich so auf Instagram schauen und dann haben mir hure viele Leute geschrieben, so Steffi, Fake-Account ist unterwegs. Das Schlimme ist, dass sie sogar 2 Accounts waren. Und keine Ahnung, da hat dann auch irgendwie also alle meinen Follower gefolgt und hat dann in der Story so ein Bild von mir gepostet, wo er so drüber geschrieben hat auf Englisch, von wegen irgendwie so, ja, ab sofort gibt's irgendwie so naughty Pictures von mir und so. Onlyfans, oder was? Das ist aber, glaube ich, nicht mal gestanden. Es ist irgendein Link, also ich weiss es nicht mehr auswendig, aber irgendein Link war da gewesen und ich habe mir gedacht, Leute, bitte klicken den Link nicht an, wo ich nicht wissen, was da für ein Virus dahinter ist. Seriously. Nein, aber so Zeug, hey. Jetzt jeder das Profil suchen, Steffi. Das gibt es schon lange nicht mehr. Das ist eigentlich instant banned worden. Ja, das ist vielleicht eine halbe Stunde gegangen, nachdem Jungs, es alle geht's nicht gemeldet suchen, das haben. gibt's nicht. Nein, nachdem es alle gemeldet haben und dann ist das sofort bannt und gelöscht worden. Ja. Nein, aber schon, also ist krass und vor allem stellen wir es wirklich ultra mühsam vor. Ja, einfach- ja, und gell, eben der Barracks schreibt, das ist schon anderen Streamerinnen passiert. Ja, es passiert ständig irgendwelchen Leuten. Also, das ist ja das Schlimme. Ja. Es passiert wirklich dauernd. Das ist so mühsam. Also, Instagram ist die Hölle. Ganz ehrlich, die Plattform ist so beschissen, Mann. Sorry, wenn ich es jetzt so sage an dieser Stelle, aber Instagram, von allen Plattformen nervt die mich am meisten, wo nie sonst gibt es so viel Fake-Accounts, so viel von diesen Bot-Accounts, wo auch kaum schreibst, also kaum postest ein Bild, gibt es so 4, 5, 6, 7 Spam-Benachrichtigungen, so von wegen, hey, promoted on Und du denkst einfach so, nein Mann, geht weg, I don't care. Nein! Ja, und dann bist du zuerst mal 5 Minuten dran, einfach einen Account zu blockieren. Weißt du, das ist so nervig. Hey. Und das ist durch Instagram eine richtige Pain in die Ass. Unglaublich. Ja. Ich bin deiner Meinung. Und vor allem, was immer überlegt ist, also weißt, man hat nicht das Gefühl, es ist ein Algorithmus drin. An vielen Orten ist es so, aber ich habe auch schon Beispiele gesehen, wo der Account gehackt ist worden, also wirklich gehackt, der Original-Account, hat den Namen geändert. Und das Passwort, ja. Und nachher hat aber die Person, die gehackt ist worden, geschrieben auf WhatsApp, für dass die Account entsperrt wird, musst du so viel und so viel Cash überweisen. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ja. Das ist schon ganz, So, ganz übel. What the Ja, that's not funny. Das ist wirklich so, ja. Ja. Ja, und dann sage ich einfach, 2-Faktor-Authentifizierung rettet euch. Definitiv, ja. Definitiv. Auch bei Discord übrigens. Bei Discord ist es genau dasselbe. Letztens ist nämlich so ein Link, so ein Virus-Link umgegangen, der sich automatisch weiter verschickt hat selber. Und wenn du den aufgemacht hast, ist einfach, ja, der bist Geschichte gewesen, hätte ich fast gesagt. Mhm. Und du hast ihn aufgemacht? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Und ja, ein extrem sicheres Passwort ist sicher auch extrem wichtig. Ja, das ist so. Hey, Blackwater, du kommst gerade zum Schluss. Aber schon, dass du gleich noch reinschaust. Nee. Das ist, schön, ja, genau, das ist mein Problem jetzt gerade. Ich muss jetzt nämlich langsam abklemmen, wo ich muss jetzt nämlich langsam auf den Bus gehen, sonst komme ich nicht mehr heim. Und ich habe nur eine Stunde Verbindung. Und ich muss schliesslich noch unsere Aufnahme sichern. Und aufladen. Stimmt, ja, das müssen wir jetzt noch machen. Ja. Darum muss ich an dieser Stelle uns verabschieden. Aber mega cool, seid ihr da gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, wir haben einen Discord. Ihr könnt da
auch Themenvorschläge rein tun, falls ihr mal möchtet, dass wir über ein spezifisches Thema im Podcast reden oder so. Oder uns ein Game vorschlagen, das dürft ihr jederzeit machen. Oder sonst ein bisschen miteinander quatschen. Und ja, kommt morgen vorbei schauen. Am 3 streame ich Far Changing Tides. Oder am Mittwoch, da gibt es vom Oli gibt's, Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Und ein Gewinnspiel. Ihr könnt etwas Geiles von Lego gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, das war das von uns für heute. Habt nach Sorge, genießt noch ein bisschen die Sonne, schönen Feierabend, trinkt ein Bierchen oder so. Und bis zum nächsten Mal. Buona serata. Tschüss zusammen. Ciao.